Hallo meine lieben Techies, ich bin der Troy und willkommen im Troy's Tech Talk. Wir schauen uns heute die beiden Produkte an von Hercules, und zwar Stream 100 und Stream 200 XLR. Das sind beides Audio-Controller und wir schauen uns mal an, was die so können, wo sind die Unterschiede, für wer sind die Produkte gemacht. Aber zuerst gehen wir am besten direkt ins Unboxing rein. Zuerst packen wir mal den Stream 100 Audio Controller aus. Wir haben auf der Verpackung hinten schon ein paar Infos drauf, was das kann und was im Lieferumfang dabei ist. Aber wir schauen jetzt mal rein. Wir haben natürlich das Gerät selber. Und als Zubehör haben wir lediglich das USB-C-Kabel dabei, um das Gerät am PC anzuschliessen. Was wir weiter noch drin haben, ist ein Hercules-Kleber und die Sicherheitsbestimmungen. Das Hercules Stream 100 hat oben einen Screen, also kein Touchscreen, einfach ein normaler Screen, wo diverse Informationen dann anzeigen kann. Wir haben 4 Drehregler, die jeweils auch nochmal ein Knopf sind, und wir haben 4 zusätzliche Knöpfe, und all die Sachen kann man nachher in der Software beliebig mit Funktionen belegen. Aber in die Software schauen wir nachher noch genauer rein. Auf der Rückseite haben wir beim Stream 100 nebst dem USB-C-Anschluss einen Powerknopf, und mit dem Powerknopf kann man das Display ein- und ausschalten. Also es schaltet nicht das ganze Gerät ein und aus, aber wenn man zum Beispiel einen Film schaut oder das Display einfach gerade nicht gebraucht wird, kann man das auch ausschalten. Ich schließe das Ding natürlich auch direkt schnell am PC an. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch die Software dann runterlässt, weil ohne Software funktioniert das Gerät nicht. Die Software ist übrigens die gleiche für beide Modelle, aber in die Software schauen wir später noch genauer rein, weil zuerst wir noch Stream 200 XLR auspacken. Auch beim Hercules Stream 200 XLR Pro Audio Controller haben wir auf der Verpackung schon mal diverse Infos, was es kann. Wir haben auch Infos zu den Anschlüssen schon, aber natürlich schauen wir uns das nachher noch genauer an. Wir packen das Ding einmal aus und schauen auch direkt mal schnell, was haben wir denn da für Zubehör dabei. Weil da ist ein bisschen mehr dabei als beim 100er. Wir haben auch da wieder den Kleber, wir haben auch da wieder die Sicherheitsbestimmungen und wir haben auch da ein USB-C-Kabel. Aber was ich am Lieferumfang nice finde vom 200er ist, dass ein Mikrofonvorverstärker dabei ist. Weil je nachdem, was man nachher für ein Mikrofon anschließt, zum Beispiel ein Shure SM7B, braucht man so einen Mikrofonverstärker. Und meistens müssen sich dort die Leute noch so einen Cloudlifter oder einen Fathead dazu kaufen, also auch so einen Mikrofonvorverstärker. Und das ist da nicht der Fall, weil der ist schon dabei, sollte man so ein Mikrofon haben, das das braucht. Stream 200 XLR hat wie als 100er 4 Drehregler, 4 Knöpfe. Wir haben ein Display, es ist kein Touchscreen. Plus haben wir aber dann noch weitere Funktionen wie ein Lautstärkeregler für Kopfhörer, die man anschliessen kann. Wir haben einen Knopf für Creator und Audience Submixes. Also man kann dann zwischen denen hin und her switchen, was tatsächlich ein bisschen verwirrend ist. Das sehen wir nachher noch. Es ist eigentlich ein Knopf, man muss mittig drücken und nicht so, wie es angedeutet wird, links und rechts, sondern man muss immer in der Mitte drücken. Wir haben einen Button, um die 2 Submixes zusammen linken, damit man die Lautstärke von beiden gleichzeitig regeln kann. Wir haben einen Button, um die Seiten wechseln. In der Software kann man sich 2 Seiten anlegen, wo jeder Drehregler und jeder Knopf eine andere Funktion hat dann, und da kann man einfach hin und her switchen. Und man hat einen Knopf, um alle Quellen zu muten, was auch noch sehr praktisch ist tatsächlich. Auf der Rückseite haben wir jetzt hier jenste Anschlüsse. Im Gegensatz zum 100er merkt man jetzt, heisst 200er ist nicht nur ein Audio-Controller, sondern auch ein Audio-Interface. Also wir haben verschiedene Eingänge und Ausgänge. Wir haben tatsächlich auch einen optischen Eingang. Wir haben auch ein Knöpfchen zum 48 Volt Phantomspeisung für Mikrofon ein- und ausschalten. Je nach Mikrofon braucht man das.
oder auch, wenn man den Mikrofonvorverstärker zusammen mit einem dynamischen Mikrofon verwendet, muss man das einschalten, damit der Vorverstärker dann auch funktioniert. Und wir haben natürlich unseren XLR-Mikrofonanschluss, wo man das Mikrofon dann anschließt. Wir haben auch hier wieder einen Powerknopf fürs Display, um das Display ein- und ausschalten, unabhängig von allen anderen Funktionen. Also wir schalten auch das Gerät nicht komplett aus. Und wir haben natürlich unseren USB-C-Anschluss für den PC. In meinem Fall tue ich auch direkt den Mikrofonvorverstärker anschliessen, weil ich werde ein Elgato Wave DX Mikrofon anhängen, das ich übrigens auch mal getestet habe, hier in einem Tri-Stack-Tag. Und erfahrungsgemäss braucht das tatsächlich einen Vorverstärker. So ist es zumindest bei meinem anderen Audio-Interface der Fall gewesen. Darum nehme ich an, es ist hier auch von Vorteil. Wie ich es schon angetönt habe, vorhin braucht es für beide Geräte eine Software, die kann man sich bei Hercules herunterladen. In dieser Software kann man die ganzen Einstellungen machen und ohne die Software laufen die Geräte auch tatsächlich nicht. Was mir direkt aufgefallen ist beim Testen, weil ich beide Geräte habe, ich habe das 100er und das 200er XLR, die Software meldet, hey, ich kann nur ein Gerät aufs Mal ansteuern. Das heisst, man kann nur ein Gerät aufs Mal auch brauchen, was ich ein bisschen schade finde. Aber in der Meldung steht, dass es aktuell so ist, was darauf deuten lässt, dass in einem kommenden Update dann hoffentlich auch die Verwendung von mehreren Geräten möglich sind. Aber wir schauen jetzt mal in die Software rein. Ich habe aktuell das Stream 100 angeschlossen. Und wir sehen auch hier direkt eine Vorschau vom Gerät. Und da sehen wir schon die zwei Seiten, die ich vorhin erwähnt habe. Wir fangen am besten mal in den Einstellungen an. In den Einstellungen können wir natürlich die Sprache umschalten von der Software. Wir können ein Tutorial schauen, wir können Updates machen, das heisst Software-Updates und auch Firmware-Updates für Geräte. Wir können unter Grafik das Gerät, also vor allem das Display, ein bisschen customizen. Ich kann zum Beispiel die Helligkeit vom Bildschirm einstellen. Weiter können wir diverse Presets wählen, um zu sagen, hey, wie sollen die ganzen Elemente auf dem Display dann aussehen. Es gibt auch diverse zur Auswahl. Wir können auch ein Hintergrundbild definieren. Das habe ich in meinem Fall auch schon gemacht. Dass man ein eigenes Bild nehmen kann, das nachher hinter die ganzen Elemente geleitet wird. Wir können auch den unteren Teil vom Display einstellen, wie das aussehen soll. Also da, wo die Icons jetzt aktuell sind, kann man sagen, hey, das soll auch schwarz sein. Oder wir wollen das Minimal Preset haben. Da gibt es auch diverse Sachen, die man auswählen kann. Weiter kann man auch eigene Icons aufladen. Das sind die Icons, die wir jetzt auch hier haben. Das sind jetzt echt Standard-Icons. Aber man kann hier auch eigene designen oder abladen und dann die verwenden, was ich auch mega cool finde. Also man kann das Ganze recht customizen, was ich wirklich noch nice finde. Dann haben wir in der Einstellung noch einen weiteren Punkt, der nennt sich Serverzugang. Das klingt ein bisschen komisch, aber da geht es endlich nur darum, dass man OBS kann verbinden kann oder Streamlabs Software für die brauchen. Und so kann man dann auch Quellen im OBS steuern, das heisst die Lautstärke regeln, Szenen wechseln und so weiter. Da gibt es diverse Funktionen, die wir uns nachher auch noch direkt anschauen. Die Verbindung zu OBS wird übrigens per WebSocket hergestellt. Das heisst, damit das funktioniert, muss man vorher in das OBS rein, dort den WebSocket-Server einschalten, dort auch nochmal schauen, welchen Port hat man aktiviert. Standardmäßig ist es 4455. Und dort kann man auch nochmal ein Passwort hinterlegen oder generieren, wo man nachher in dieser Software muss eingeben muss, damit die Software die Verbindung mit OBS überhaupt machen kann. Wenn man alle Einstellungen gemacht hat, kann man oben rechts auf Speichern gehen, damit die Einstellungen auch gespeichert sind. Kommen wir zu den eigentlichen Funktionen, die man auf diesen verschiedenen Drehregler und Buttons hinterlegen kann. Als ersten Menüpunkt haben wir Peripheriegeräte. Und da werden jetzt alle Audiogeräte oder auch virtuellen Audiogeräte in meinem Fall, also alles, was Windows als Audiogerät erkennt, werden da aufgelistet und kann man jetzt hier auch zuteilen. Das heisst, man kann auf eine Quelle drauf, dann hat man die Möglichkeit, entweder das Volume zu nehmen oder zu sagen, hey, Mute-Funktion, in diesem Fall nehme ich jetzt die Lautstärke und dann kann ich die hier auf eine von diesen Drehregler respektive Anzeigen ziehen. Ich kann dem Ganzen einen Namen geben, wo auf dem Display dann auch angezeigt wird. Ich kann ein Icon auswählen, ich kann dem Ganzen auch eine Farbe geben. Und ich kann hier sagen, hey, es soll mit Verlauf sein oder ohne Verlauf.
Und dann kann ich das bestätigen und dann habe ich das auf dem Gerät drauf und kann jetzt das gewählte Audiogerät über den Drehregler steuern, also die Lautstärke von dem Audiogerät anpassen. Das Ganze ist unterteilt in Eingangsgerät und Wiedergabegerät. Ein Eingangsgerät ist in der Regel ein Mikrofon, während ein Wiedergabegerät zum Beispiel Kopfhörer sind oder die Lautsprecher. Dann haben wir als weiteren Menüpunkt Apps. Und da geht es darum, dass man die Windows-App-Lautstärke von verschiedenen Apps separat ansteuern kann. Also man kann zum Beispiel Spotify nehmen, hier rein, sagen, hey, ich will die Lautstärke steuern, ziehe die jetzt in diesem Fall auf einen zweiten Drehregler. Und dann kann man da auch wieder den Namen geben. Und so kann man dann Spotify über den Drehregler separat ansteuern, was natürlich mega komfortabel ist. Und in dieser Liste werden tatsächlich alle Apps angezeigt, die aktuell am Laufen sind. Das heisst, ich kann auch Discord auswählen in meinem Fall oder Chrome und jeweils dann die Apps separat steuern. Kommen wir zum Punkt Aktionen. Da geht es jetzt vor allem um die Knöpfe, die wir unten haben, also die 4 Knöpfe. Und da kann man jetzt auch diverse Sachen wählen, was soll passieren, wenn man auf den Knopf drückt. Ein Beispiel ist Drücken zum Stummschalten. Das ist je nachdem mit dem Mikrofon in Verbindung noch sinnvoll. Das heisst, wenn ich auf den Knopf drücke und solange ich den gedrückt behalte, ist mein Mikrofon stumm geschaltet. Oder das Audiogerät, das man dann gewählt hat, stumm geschaltet. Was ich tatsächlich noch praktisch finde. Ich habe aber als weiteres Beispiel auch eine Webseite aufmachen lassen. Oder man kann Pegel direkt einstellen, also wie ein Preset von einer Lautstärke für ein Audiogerät. Man kann dann hier unten das Audiogerät wählen. Oder man kann tatsächlich auch hier OBS-Quellen wählen. Da sehen wir dann nachher noch mehr dazu. Aber auf jeden Fall kann man auf diese Knöpfe tatsächlich auch jenste Funktionen legen. Man kann auch Mediensteuerungsfunktionen hinterlegen, also abspielen, pausieren, nächste Track, letzte Track und so weiter. Und dann schauen wir uns noch die OBS-Funktion an. Das ist jetzt für mich persönlich tatsächlich der interessanteste Punkt, weil ich bin Streamer und ich habe ein sehr komplexes OBS-Setup und habe jenste Quellen, wo ich je nachdem auch sehr froh bin, wenn ich die direkt ansteuern kann, also die Lautstärke direkt regeln von diesen Quellen. Und wenn wir hier auf OBS sind, sofern wir uns mit OBS verbunden haben in der Einstellung, die wir vorhin gesehen haben, dann werden jetzt hier alle Quellen, wobei alle stimmt nicht ganz, ich sage nachher noch schnell etwas dazu, aber die meisten Quellen im OBS werden jetzt hier angezeigt. Ich habe hier ganz viele drin und dann kann man so eine Quelle nehmen. Natürlich macht es dann auch Sinn, dass das eine Quelle ist, wo mit Audio etwas zu tun hat, weil es bringt nichts, wenn man jetzt hier einfach eine Bildquelle reinnimmt, weil dann kann man das Audio nicht regeln. Aber man kann hier so eine Quelle nehmen, die Lautstärkefunktion kann die überziehen, kann dem Ganzen einen Namen geben, eine Farbe geben und nachher kann man das mit dem Drehregler regeln und es tut im OBS die Quelle nachher direkt ansteuern. Also im OBS tut es die Lautstärke regeln. Also das sieht man dann auch im Audiomixer im OBS, wie der Hebel auf und runter geht, wenn man am Regler dreht. Jetzt habe ich ja vorhin erwähnt, dass nicht alle Quellen vom OBS aufgelistet werden und damit meine ich, also jetzt in meinem Fall habe ich gemerkt, dass Mediaquellen, also zum Beispiel Videos, die man im OBS eingebunden hat, die ja auch Ton haben, nicht aufgelistet werden, was ich ein bisschen schade finde. Ich nehme aber auch an, dass es ein Bug ist, weil es gibt tatsächlich andere Funktionen. Also wenn man zum Beispiel einen Filter auf einer Quelle ein- und ausschalten per Knopfdruck, dann werden die Quellen gelistet, aber für die Audio-Lautstärke-Regelung werden sie nicht aufgelistet. Und ich nehme an, das ist ein Bug, den Hercules mit einem kommenden Software-Update beheben kann. Also nichts allzu Schlimmes. Aber mir ist jetzt das halt beim Testen wirklich aufgefallen, weil ich es ein bisschen vermisst habe. Aber das einfach als Randnotiz. Man kann aber nicht nur OBS-Lautstärken regeln, sondern es gibt noch weitere OBS-Funktionen, die man ansteuern kann. Also man kann zum Beispiel auch einen Szenenwechsel machen. Man kann auf eine bestimmte Szene wechseln. Das zieht man sich dann auf einen von diesen unteren Knöpfen da und kann nachher bestimmen, auf welche Szene ich wechseln will. Oder man kann sagen, ich will einen Filter von einer bestimmten Quelle
ein- und ausschalten, man kann die Aufnahme, also das Recording im OBS, sowie auch Streaming starten und stoppen per Knopfdruck, was ich auch noch sehr praktisch finde. Und man kann auch eine Audiodatei wiedergeben. Das ist auch eine Audiodateiquelle, die man im OBS hinterlegt hat, wo man dann sagen kann, hey, spiel die Quelle ab oder tu sie erneut abspielen und das auch per Knopfdruck dann. Und dann haben wir als letzten Punkt noch Streamlabs. Ich benutze keine Streamlabs. Ich bin Fan vom originalen OBS und darum kann ich jetzt da tatsächlich auch nicht gross zeigen, was es da für Funktionen hat, aber ich nehme mal an, dass es die gleichen Funktionen werden sein, wie wir auch im OBS haben. Das heisst, auch da werden wir Quellen können ansteuern mit der Lautstärke, Szenenwechsel machen und so weiter. Ich nehme an, dass es 1:1 genau das Gleiche ist, wie wir da schon gesehen haben. Was noch erwähnenswert ist, man kann sich ja die Seiten anlegen, also die 2 Seiten. Es gehen tatsächlich auch nicht mehr als 2 Seiten. Das wäre vielleicht etwas, was ich mir irgendwann noch wünschen in einem Software-Update, dass da mehr Seiten gehen. Aber damit man natürlich auf die nächste Seite kann wechseln kann, muss irgendeine Tastennummer sein, die die Funktion hat. Und das ist auch da unter Aktionen, kann man sagen, Seite wechseln. Ich habe es jetzt bei mir schon drauf. Und dann kann man so sicherstellen, dass man auch einen Knopf hat, um die Seite zu wechseln, weil sonst gibt es keine Möglichkeit, ausser in der Software selber, dass man die Seite kann wechseln auf dem Gerät. Genau, und das sind die Funktionen, die das Stream 100 bietet. Das ist also ein Netz-Add-on für Content Creator, für Streamer, wie ich es auch bin, zum Audio-Devices steuern, zum Spotify steuern oder auch tatsächlich OBS-Sachen steuern. Und das ist auf jeden Fall ein Gerät, das ich Leute empfehlen würde, die schon ein Audio-Setup haben, die schon vielleicht ein Audio-Interface haben, wo sie ihr Mikrofon dran haben, als Erweiterung, um einem das Content-Creator-Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und ich bin recht Fan von diesem Gerät. Ich habe es jetzt auch ein bisschen im Einsatz gehabt. Also es ist sehr nützlich, wenn man direkten Zugriff auf all die Funktionen hat. Und ich finde es tatsächlich auch sehr angenehm, wie die 3 Regler sind. Also für die Stream Deck Plus vielleicht kennen, dort ist es so stufenweise. Das ist auch gut. Aber da ist es wirklich so, man kann da mega feine regeln. Also es fühlt sich einfach mega gut an von der Bedienung her. Ich finde es tatsächlich schade, bei beiden Geräten, dass es kein Touchscreen hat. Ich denke mal, man hätte noch etwas rausholen von der Funktion her, wenn man jetzt da gesagt hat, hey, wir haben da nochmal weitere Funktionen, die man per Touchscreen kann bedienen und belegen. Also es wären dann wie nochmal 4 Buttons mehr. Aber hey, es ist trotzdem ein gutes Gerät. Jetzt habe ich ja vorhin erwähnt, dass Stream 100 Modell für Leute geeignet ist, die eigentlich schon ein Audio-Setup haben, ein Audio-Interface und so weiter. Einfach als Erweiterung. Für alle die aber jetzt noch ein Audio-Interface suchen, also die zum Beispiel ein XLR-Mikrofon haben oder sich kaufen und dazu noch ein passendes Audio-Interface suchen, ist das 200 XLR eine gute Option, weil das hat ein integriertes Audio-Interface. Das heisst, man kann ein XLR-Mikrofon anschliessen, man hat Ein- und Ausgang, man hat 2 Submixes, die man schlussendlich ansteuern kann. Also man hat einen Mix für sich selber, wo man hört, und man hat einen Mix, wo man nachher zum Beispiel ins OBS hineinschickt, wo dann der Mix ist, wo die Zuschauer hören. Und dann kann man jede Spur, also alle von diesen 4x2, also mal 2 wegen der 2 Seiten, die es auch zur Verfügung hat, kann man quasi all die 8 Spuren separat regeln, für jeweils die 2 Submixes dann auch separat. Und die 2 Submixes steuert man übrigens über den Knopf an. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, ich finde es ein bisschen schade. Es deutet endlich darauf hin, dass links und rechts, dass das 2 getrennte Buttons sind, dass man kann wählen, hey, ich will jetzt Audience oder ich will jetzt Creator. Man muss ein bisschen festdrücken, wenn man es so macht, weil der Druckpunkt ist eigentlich in der Mitte. Also es ist eigentlich einfach nur ein Switch. Das habe ich zuerst schon feststellen. Ich finde es noch lustig. Ich habe andere Reviews geschaut von diesem Gerät und die haben auch immer links und rechts gedrückt. Aber eigentlich ist es wirklich einfach ein Button. Das finde ich jetzt ein bisschen unglücklich angeschrieben, aber es funktioniert ja trotzdem einwandfrei und es ist auch ein Switch.
Auch das Gerät wird über die gleiche Software angesteuert. Also man kann zwar nicht 2 Geräte gleichzeitig anschliessen, aber wenn man das 200 XLR anschließt, hat man in dieser Software ein bisschen andere Funktionen. Es sieht leicht anders aus. Vieles ist aber auch gleich. Aber wir schauen uns jetzt das schnell genauer an. Genau, wir sind hier wieder in der Software und wir sehen jetzt hier auch schon in der Vorschau, dass wir das Layout vom 200 XLR haben. Wir gehen als allererstes auch hier wieder in die Einstellungen, gehen hier schnell durch. Auch hier hat man die Funktionen wie schon beim 100er. Aber wir haben auch hier schon den ersten Unterschied. Wir haben hier nämlich eine Einstellung für Line-Out. Line-Out ist hier so ein Klinkenanschluss-Ausgang hinten am Gerät. Und man kann jetzt in dieser Software sagen, was soll denn genau raus? Und man kann jetzt hier sagen, hey, ich will den Audience Mix rausschicken oder ich will den Creator Mix rausschicken. Vielleicht will man nur ein Mikrofon rausschicken oder vielleicht will man rausschicken, was man beim Line-In vorhin reinbekommen hat. Also das Ganze ist für die Leute sinnvoll, die ein sogenanntes Dual-PC-Setup haben zum Streamen. Als Beispiel, da kann man sagen, hey, der Audience Mix, was ja das ist, was die Zuschauer dann hören im Stream, das lasse ich raus auf dem Line-Out, lasse bei meinem Streaming-PC wieder rein, habe dort das OBS am Laufen und dort kommt dann der fixfertige Mix eigentlich rein und man kann den dann rausstreamen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich wähle hier das Mikrofon aus, kann man zum Beispiel über Line-Out das Mikrofonsignal an eine Soundkarte, also zum Beispiel an eine externe Soundkarte schicken, die an der PS5 hängt, um dort den Party-Chat eigentlich brauchen mit dem Mikrofon. Und so hat man das Mikrofon zum Streamen. Man hat aber auch das Mikrofon dann aktiv für den Party-Chat auf der PS5. Also auch dort hat man einfach Haufen Möglichkeiten, wie man das Signal weiter schicken kann. Und da kann man wählen, welches Signal soll das auch sein. Und unten dran kann man auch die Lautstärke von dem Signal einstellen. Wenn das nicht mit 100%iger Lautstärke rausgehen beim Line-Out, kann man das da auch regeln. Gehen wir weiter zum Punkt Grafik. Da ist das meiste auch wieder gleich. Wir haben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Man kann customizen. Was wir jetzt aber hier neu haben, ist Creator Audience Modi, wo man noch einstellen kann. Man kann sagen, hey, ich will nur den aktiven Modus anzeigen oder ich will beide anzeigen. Und das sind hier die beiden Balken, die wir sehen, jeweils auf der Spur. Und wenn ich jetzt hier umschalte auf nur aktiven Modus, dann ist es einfach nur noch der Balken vom aktiven Modus. Und erst wenn man hier mit dem Knopf switcht, sieht man dann den anderen Balken. Dann haben wir auch hier wieder Serverzugang für die OBS-Einstellungen. Das haben wir vorhin schon angeschaut. Das ist genau das Gleiche auch hier. Und was wir jetzt hier neu haben beim 200er XLR, wenn man das angeschlossen hat, sind natürlich die XLR-Mikrofon-Einstellungen. Das ist auch sehr wichtig, dass man das richtig eingestellt hat, weil sonst kommt je nachdem kein Signal. Also man wählt sich da aus, hat man ein dynamisches Mikrofon, hat man ein Kondensatormikrofon, wo eben die Phantomspeisung braucht, oder hat man da, was ich vorhin schon erwähnt habe, ein dynamisches Mikrofon, aber mit dem Preamp dran, das noch eine Phantomspeisung braucht. Und da kann man das entsprechend auswählen. Man muss natürlich auf der Rückseite dann das Knöpfchen entweder ein- oder ausschalten für die Phantomspeisung. Aber wenn man das an beiden Orten richtig eingestellt hat und auf Speichern geht, sollte das Mikrofon dann auch funktionieren. In meinem Fall habe ich jetzt auch ein dynamisches Mikrofon angeschlossen, nämlich das Elgato Wave DX, das ich einmal in einem Tech Talk getestet habe. Und da habe ich jetzt den Vorverstärker auch zwischen reingehängt. Das heisst, ich nehme den Punkt Dynamisch plus Preamp, habe hinten noch das Knöpfchen aktiviert für die Phantomspeisung und habe somit die korrekten Einstellungen. Dann haben wir hier auch Gain-Einstellungen, also wie sehr wird das Signal vom Mikrofon verstärkt. Also da ist dann wirklich so ein riesen Unterschied. Hat man den Vorverstärker oder hat man ihn nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Vorverstärker nicht angeschlossen hätte, müsste ich wahrscheinlich das Gain relativ weit aufnehmen, damit die Lautstärke vom Mikrofon passt. Aber auf jeden Fall können wir hier den Gain regeln. Wir können
Noise Gate Einstellungen machen. Es ist jetzt ein bisschen advanced. Ich erkläre jetzt nicht zu 100%, wie das genau funktioniert und was welche Einstellung ist. Aber Noise Gate, das hat schon einen Default-Wert. Da geht es eigentlich darum, dass Hintergrundgeräusche nachher nicht übermittelt werden, sondern dass das Mikrofon quasi erst aber eine gewisse Lautstärke, sprich, wenn man reinredet, als Signal übermittelt. Dann haben wir weiter Kompressoreinstellungen, was auch sehr wertvoll ist. Also überall haben wir übrigens ein Default-Preset drin. Ich kann hier aber auch nach Belieben das Ganze noch einstellen. Beim Kompressor geht es ja vor allem darum, dass die Lautstärke immer so ein bisschen im gleichen Bereich ist, auch wenn man vielleicht mal leislicher und mal lauter wird von der Stimme her oder vom Mikrofon weggeht oder näher geht, dass da die Unterschiede nicht allzu gross sind. Auch da hat man Haufen feine Einstellungen, wo ich jetzt nicht ins Detail gehe. Also da kann man umspielen oder wenn man sich auskennt, entsprechend das Feintunen, damit es nachher auch fürs eigene Mikrofon und für die eigene Stimme passt. Und wir haben hier auch die Limiter-Funktion, die natürlich Hand in Hand geht mit dem Kompressor. Da ist es einfach so, wenn etwas zu laut kommt, wird es eigentlich limitiert. Das heisst, der Zuschauer bekommt keinen Gehörschaden, wenn man mal umschreit. Und für das haben wir diese Funktion hier. Dann haben wir den Equalizer, der auch sehr wertvoll ist. Also da kann man sagen, hey, ich will, dass meine Stimme noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt oder wie auch immer. Man kann da sagen, hey, in diesen Frequenzbereichen, also wir haben jetzt hier 6 fixe Frequenzbereiche, die kann man nicht verstellen leider. Wäre vielleicht auch noch etwas, was in einem zukünftigen Software-Update noch cool wäre. Aber man kann da sagen, hey, ich will da weniger Bass haben, ich will mehr Höhen haben und Mitten will ich auch noch ein bisschen runternehmen. Da muss man halt wirklich die richtigen Einstellungen finden. Oder man probiert auch einfach mal die ganzen Presets durch, die hier oben sind. Ich bevorzuge es tatsächlich, mein eigenes Preset zusammenzubauen. Weil meiner Meinung nach, jeder Mensch hat eine andere Stimme und ein Preset passt nie zu 100% zu jeder Stimme. Man kann sich, wenn man da all die Einstellungen mal gemacht hat, kann man sich ein Profil anlegen und sagen, hey, das ist jetzt mein Profil, das ich mit diesem Mikrofon verwende. Man kann, wenn man mehrere Mikrofone anschliesst, kann man auch für jedes Mikrofon ein Profil machen und die dann direkt wechseln, ohne dass man da die ganzen Einstellungen nochmal machen muss, was ich auch sehr praktisch finde. Und jetzt schauen wir uns mal an, was funktionstechnisch beim 200er anders ist als beim 100er. Also wir sehen jetzt hier von dem Menüpunkt her, haben wir schon mal die erste Veränderung unter Mixer. Und zwar haben wir unter Mixer jetzt nicht mehr alle Audio-Devices, die Windows erkennt, sondern wir haben die Audiogeräte, die integriert sind im Stream 200 XLR. Und für das haben wir auch im Windows ersichtlich diverse Audio-Eingänge und Audio-Ausgänge. Und wir können jetzt hier die ganzen Sachen auch wählen. Also wir haben hier einerseits die physischen Eingänge, also die wir hinter dem Gerät haben, der optische Eingang, der Line-In und der XLR-Mikrofon-Eingang. Und wir haben nachher die ganzen getrennten Audiospuren, sage ich jetzt mal, Audio-Devices, die das Gerät mit sich bringt, wo wir hier auch nochmal separat regeln können. Und wir können die ja auch per Drag and Drop neu draufziehen. Ich lasse jetzt mal so, wie ich es gerade eingerichtet habe. Und die Idee ist jetzt mit diesen getrennten Audiospuren, die wir haben, also zum Beispiel, die sind jetzt angeschrieben mit Game, Chat, Music System und AUX, dass wir die verwenden zum Programm, also wenn man zum Beispiel Spotify hat, dass man die Programm auf eine bestimmte Spur schickt. Also dass man jetzt Spotify auf Music-Spur schickt und dann die Music-Spur auf dem Dreiregler kann regeln. Und das dann auch für beide Submixes getrennt kann regeln. Und auch kann bestimmen, hey, je nachdem soll eine gewisse Spur gemutet sein auf dem Audience-Mix oder whatever. Aber was wir nicht haben, sind wie gesagt die Audio-Devices sonst. Also die können wir beim 200er XLR jetzt nicht ansteuern. Was ich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, weil mir ist bewusst, hey, das Gerät hat alles, was es braucht eigentlich schon für da. Aber trotzdem wäre ich froh, weil vielleicht habe ich noch andere Audiogeräte, die ich auch steuern will. Vielleicht auf der Seite 2 möchte ich vielleicht einen Regler haben für ein anderes Audio-Device, das ich noch habe.
Und diese Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht. Also da sind gewisse Einschränkungen nur beim 200er XLR, aber das sind aus meiner Sicht Software-Einschränkungen. Also das sind alles Sachen, die Hercules in dem Sinne noch ausbessern oder vielleicht hinzufügen auf das 200er. Aber auf jeden Fall funktioniert das so beim 200er mit diesen verschiedenen Tracks, wo man dann auf 2 Submixes verteilen kann. Und auch da, wenn man jetzt auf einen Regler etwas geleitet hat, kann man auch hier einen Namen geben, man kann ein Icon wählen, man kann die Farbe wählen, man kann hier tatsächlich auch die Farbe respektive Farbverlauf Trend wählen für Creator und Audience Mix. Dann schauen wir schnell in die Aktionen rein, ob da etwas neu ist. Ich glaube, da ist 1:1 genau alles gleich wie auch beim 100er. Also wir haben hier die gleichen Optionen, die wir auf die Knöpfe legen können. Und jetzt wird es interessant. Bei OBS würde ich jetzt damit rechnen, dass alles auch gleich ist wie beim 100er. Nur ist es jetzt da tatsächlich ein grosser Unterschied. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe dann aber auch noch mal nachgefragt bei Hercules selber, wieso. Und sie sagen, hey, nutzt die Audiospuren, die das Device mit sich bringt, um die ganzen Sachen zu trennen, so wie man es will. Das verstehe ich, das funktioniert ja auch eigentlich gut, wenn man das mal eingerichtet hat. Aber in meinem Fall, ich habe so ein komplexes OBS-Setup, dass das für mich ein riesen Mehrwert wäre, wenn ich gewisse Quellen im OBS trotzdem noch separat ansteuern kann. Sei es nur das eine Video, das im Loop läuft, irgendwann als Effekt vielleicht auch abgespielt wird. In meinem Fall wäre jetzt das zum Beispiel ein Clip, den ich zeige bei einem Shoutout in einem Stream. Und dort wäre mein Wunsch einfach auch, dass ich die Quellen steuern kann, weil die Clips sind immer unterschiedlich laut. Jeder geht mit einer anderen Lautstärke raus beim Streamen. Und genau bei dieser Funktion brauche ich das, dass ich einen Clip leislicher machen oder lauter machen, wenn nötig. Und für das muss ich die Quellen im OBS ansteuern. Oder das wäre für mich die einfachste Lösung dann. Und ich finde es auch schade, dass halt beim 200er auf Software-Ebene die Funktion quasi nicht rum ist, obwohl sie beim 100er rum ist. Also auch da, das ist etwas, was man per Software kann fixen kann. Ich hoffe, dass mal ein Update kommt und sie das auch hinzufügen fürs 200er. Aber das ist etwas, was ich wirklich vermisse, dass ich die OBS-Quellen nicht direkt per 3-Regler regeln kann. Wiederum haben wir aber trotzdem OBS-Funktionen einfach nicht für 3-Regler. Wir haben für Knöpfe OBS-Funktionen zum Szenen-Switchen, Filter ein- und aus, Recording oder den Stream starten und stoppen oder ein Audio-File abspielen. Die Funktionen sind rum, aber unten fehlen da die Quellen, die man auswählen kann. Dann auch hier Streamlabs ist ausgerollt, weil ich Streamlabs nicht benutze. Aber wie schon gesagt, ich nehme an, dass das auch hier ähnlich wird sein. Ich nehme auch an, dass bei Streamlabs auch die Quellen beim 200er XLR nicht angezeigt werden. Auch beim 200er XLR haben wir 2 Seiten, die wir machen können. Auch hier wieder limitiert auf 2. Finde ich ein bisschen schade. Wäre cool, wenn wir noch mehr hinzufügen können. Aber was hier der Unterschied ist, während man beim 100er einen extra Knopf muss belegen mit dem Seitenwechsel, haben wir beim 200er schon den Knopf dafür. Der ist fix da zum Seitenwechseln und darum muss man hier nicht weiter irgendwie eine Funktion reinziehen, damit das möglich ist. Was zum Stream 200 XLR auch noch zu sagen ist, ist, dass es einen Kopfhörerausgang hat, der latenzfreies Monitoring hat. Das heisst, man kann einschalten, dass man seine eigene Stimme hört. Ich habe jetzt das noch gern, damit ich weiss, wie deutlich rede, wie gut versteht man mich und so weiter. Und dann ist es natürlich wichtig, dass es kein Delay hat, also latenzfrei ist. Und das ist auch hier der Fall, was ich sehr gut finde. Dann haben wir für den Kopfhörerausgang, den ich vorhin gerade erwähnt habe, auch einen Lautstärkeregler, einen separat, wo man auch optisch sieht, wie laut das man es eingestellt hat. Und per Knopfdruck kann man es auch muten. Also man sieht auch immer auf den ersten Blick, wie laut habe ich es eingestellt, ist es gemutet. Genau, es blinkt dann auch, wenn es gemutet ist tatsächlich.
Was wir beim 200 Stream XLR auch noch zusätzlich haben, ist ein Knopf zum Submixes verlinken. Das heisst, wenn man den drückt, tut es beide Submixes pro Spur miteinander regeln. Das heisst, auch wenn man dort vielleicht den Audience Mix lauter hat und den Creator Mix leislicher, wenn man die verlinkt und dann regelt, gehen beide gleichmäßig miteinander auf und ab, was ich auch noch sehr praktisch finde. Und man hat einen Mute-Button, der alle Quellen stumm schalten. Der leuchtet auch rot, wenn der aktiviert ist, was ich auch sehr sinnvoll finde. Genau, und das ist das Hercules Stream 200 XLR mit integriertem Audio-Interface, also etwas für all die noch kein Audio-Interface haben, die ein XLR-Mikrofon anschliessen, 6 dynamisch, 6 Kondensatormikrofon oder wie gesagt auch ein Shure SM7B, respektive ein Mikrofon, das ein bisschen Mikrofon-Vorverstärkung braucht und für das hat man dann den Vorverstärker direkt auch im Lieferumfang dabei. Also für all diese Leute würde ich sagen, ist es ein gutes Gerät. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist viel Konkurrenz rum. Und ich bin der Meinung, Hercules muss in der Software noch einiges hinzufügen. Funktionen hinzufügen und da gibt es definitiv ein paar Sachen, die ich vermisse, wo halt Konkurrenz je nachdem schon ein bisschen voraus ist. Und was ich zum Beispiel auch vermisse, sind Dritthersteller-Plugins oder die Möglichkeit, dass auch Community Plugins machen kann. Also nicht fürs Gerät, sondern für die Software, die nachher ein Gerät ansteuert. Dass wir zum Beispiel Discord und so Sachen steuern können. Aber wie gesagt, das sind alles Software-Features. Und wenn Hercules da wirklich noch ein paar Software-Updates bringt, ein paar Features mehr, würde ich dann auch irgendwann sagen, dass es eine ernstzunehmende Konkurrenz ist in Sachen Audio-Interfaces und digitales Mischpult. Für mich ist das 200 XLR kein Thema, weil ich habe mein Audio-Interface schon, ich habe schon alles eingerichtet, so wie ich es brauche. Und für die es kennen, Audio-Setup umstellen ist ein riesen Pain. Also das tue ich mir nicht freiwillig einfach so an. Aber sollte Hercules da wirklich noch ein bisschen Software-Updates liefern, Features liefern, kann es sein, dass ich mir tatsächlich auch einmal überlege, auf das Gerät umzustellen. Beide Geräte sind gut. Ich persönlich bin ein riesen Fan vom kleineren, also vom 100er, weil es halt einfach eine super Ergänzung ist zu meinem jetzigen Setup. Ich kann es wunderbar brauchen, ich kann OBS-Quellen ansteuern. Und es ist einfach zum Bedienen, einfach zum Einstellen. Ich kann es schön customizen mit dem Hintergrundbild und so weiter. Und das ist sicher ein Gerät, das ich auch weiterhin jetzt im Einsatz werde haben. Und ich hoffe, ihr habt euch auch ein Bild machen von diesen beiden Geräten. Ist es etwas für euch? Ist es nichts für euch? Und ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen aus dem Troy's Tech Talk. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.